Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Lufia auf Pelzig. Jetzt hat es nur 3 Minuten gedauert, aber beide Wege sind jetzt erstmal offen und wir gehen erstmal den rechten Weg lang. Dann machen wir nochmal die Amokkrieger. Ja, ich habe jetzt einfach nicht gewusst, wie lange das dauert. Bei dem noch rechts, wo ich jetzt auch lang gehe, bei dem habe ich mich ewig verkünstelt, bis ich es gebraucht habe, bis ich es mal geschafft habe. Und bei dem links ging das eigentlich relativ fix, muss ich dann sagen. Bin ich dann auch mit etwas mehr System dort rangegangen. Das ging dann innerhalb von, ja, nicht mal einer halben Minute oder so circa. Aber bei dem anderen, da habe ich dann circa 3 Minuten Tragkanke. Trotz allem habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt so ewig und 3 Tage wieder durchhock, dann gehen uns effektiv wieder 5 Minuten oder was von der Episode flöte. Und das wollte ich dann auch nicht. So, wir probieren es jetzt bei Denne Biest mal mit Donnerschlag. Müsste eigentlich recht gut ziehen bei Denner. Ja. Ach ja, so ein bisschen. Und ja, jetzt kommt wieder der berühmte Achtfüßler. Scheißviecher. So, drauf. Wir müssen es einfach riskieren. Natürlich rennt Gordo mal wieder weg. Feigling. So. Riskantes Manöver hat sich gelohnt. Jetzt kriegt jeder nochmal einen Stark und dann war's das. Wie das klingt, jetzt kriegt jeder nochmal einen Stark, ne? Wen würden ihr nehmen, wenn ihr einen Stark kriegtet? Ich bin mir nicht so sicher. Also von den Starks fand ich eigentlich der Eddard am besten, muss ich ganz ehrlich gestehen. So, und dann kommen wir her. Amokkrieger sind wenigstens zu besiegen. Das sind jetzt nicht allzu starke Gegner. Aber diese Oktopusviecher mit ihrer 8-Füßler-Attacke, das kann schon richtig reiffetzen. Okay. Das ist ekelhaft. Oh yeah. Weiter geht's. Feueratem. Und er steht noch. Jetzt ist er weg. Gut. Weiter geht's. Die Wege sind nach wie vor offen. Da war ich glaube ich auch noch nicht, oder? Ah, nee, hier. Kapselmonster Lufti schließt sich an. Ich habe schon gedacht, das wäre ein Gegner. Natürlich, das ist das Kapselmonster des Windes. Chaos, okay. Aber nicht Chaos, sondern Chaos. Jetzt bin ich eben auf die falsche Taste drauf. Chaos, bring mir Chaos. Perfekt. So ist er. Stamm Lufti, Clownschlag kann er noch. Er ist auf Level 26, er ist auf Level 21. Er ist auf Level 17 und er hier ist auf Level 29. Alle hopp. Gut, gut. Und dann hier noch. Hallo Samurai. Und als Truppe mit Wetter. Ich will hier, dass Gordo eigentlich auch demnächst wieder die nächste Stufe erreicht. Ich mag den einfach stark und groß haben. Weil die nächste Stufe sieht auch ziemlich cool aus, glaube ich. Glaube ich mich zumindest zu erinnern, dass die nächste Stufe recht cool ist. Drauf und mach du mal das auf dich und dann so. Na, reicht. Dann muss Seeland sich halt so heilen. Gut. Nichts wie weiter an dem aquatischen Viehzeugs vorbei. Blah, gegen das will ich erst gar nicht kämpfen. Und bis zur Spitze vom Turm. Perfekt. Okay, hier können wir nochmal speichern. Aber es sieht nicht so aus, als könnten wir uns hier nochmal MP und KP mäßig auffrischen. Dann wird erstmal gespeichert und... Ach, das war das. So. Wie war dann das so? Dann... Ne, so. So. Und der zum Schluss hoch.
Genau. Ui. Da kommt nochmal ein einzelner Amokkrieger, der sich uns hier in den Weg stellt. So verwege ist der Typ. Er hat es dann anders gewollt. Okay. Jetzt kommen wir ins oberste Stockwerk. Maxim und du, die Mädel aus dem Dorf. Seid ihr gekommen, um uns zu retten? Genau, solange ich hier bin, habt ihr nichts zu befürchten. Wir sind jetzt in Sicherheit, oder? Ich hab schon gedacht, ich komme hier nie mehr raus. Bobom. Verdammt, das ist eine Falle. Und es ist Idura. Ach, hier schon wieder. Ich hab mir schon gedacht, dass er hier auftauchen täten. Idura. Die Mädchen dienen dazu, meinen Herrn Gades wieder zum Leben zu erwecken. Ich lass mich von niemand aufhalten. Um Gades wieder zu beleben. Hast du die Macht, Gades wieder zu beleben? Ich hab die Kraft nicht. Wer dann? Bald werden alle die 4 Hölle-Fürste kennen. Sie haben ihr Werk schon begonnen. Du ja immer noch so, als ob ihr keine Ahnung habt, wofür ihr du babbelt. Ich hasse so etwas. Du, wo kommst denn du mal her? Entspannt euch, Mädels. Dicker ist hier, um euch zu retten. Möchte uns retten? Solange ihr an mich glaubt, kann kein Feind mich besiegen. Oh ja, ich glaube an dich. Nimmerchen hat was eine große Worte. Sicher ist es ein guter Krieger. Aber das Ding ist nicht unbedingt sehr stark. Ha, losen nur Babbler. Ihr seid doch in der Fall und ich bin frei. Wer kann hier nicht denken? Da hat ihr recht. Ah ne, Quatsch. Die Frau sagt so. Er hat recht, ich glaube an DK. Danke, danke vielmals. Ihr macht mich unbesiegbar. Los geht's, Idura. Bist bereit? Ich geb auf, ich kann nicht gewinnen, die Mädler kehren Eich. Ha, wenn du Chef brav bist und ich mein gute Tag hab, lass ich dich am Leben. Ihr seid frei, Mädels, so wie ich's versprochen hab. Oh, DK, mein Held. Dummkopf! Oh nee, verdammt! Aber die anderen sind auch nicht die Hellste. In dem kurzen Moment hätten sie auch rausspringen können. Punkt, 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 Punkt. Na toll, du bist ja wirklich ein großer Held. Was hast du gesagt? Du bist Idura doch auch in die Fall gegangen. Was glaubst du, wo du jetzt bist? Tja, das war ja fast so einfach. Ich hasse es, wenn Idura wegen nix so arg geht. Oh, mein Blut kocht. Überschätzt dich nicht nur, weil du in dem lächerlichen Gefällen, nur weil du uns in dem lächerlichen Käfig gefangen hast. Der Fluchtzauber ist innerhalb von dem Käfig unwirksam. Ihr kommt also nicht raus. Puh, wer braucht denn schon Magie, um auszubrechen? Was Menschen dort damit? Bitte geh noch mal ein bisschen beiseite, Mädels. Ja, die Hornochs-Methode halt, ne? Geht doch endlich so, dass ihr verloren habt. Vergiss es, du kannst die Barriere nicht durchbrechen. Ups. Ja, genau, ups. Vielleicht sollst du Käfig das nächste Mal ein bisschen stabiler bauen, Knecht. Idura, Spiel ist aus. Das Spiel ist aus, auf geht's. Und wir haben ihn mal wieder als Gegner. Donnerschlag als Truffner mit Donnerkugel, kriegt er noch auf die Schnauze und Schädelhieb. Okay, irgend so Army-Sau im schwarzen Trikot hat er noch gerufen. Gucken wir doch gleich um. Uiuiui, Feuer ist bei dem anscheinend ziemlich gut. Uah. Da kriege ich schon fast den Schlickser. Aber Donner scheint es nicht so bei ihm zu bringen. Aber der Schädelhieb, alter Latz. Multiknecht, nein! Der Multiknecht. Alter, ist das ranzig. Ich meine, Knecht wäre ja schon noch verständlich. Ich meine, das ist halt so ein Hanebampel, der im Idura dienen muss. Aber der Multiknecht, ach noch. Der ist vielfach einsetzbar, oder was? Ah, Mann. In seiner Knechtelei ist einfach vieles multi-einsetzbar. Alter, wie eklig. Probieren wir mal den Blitz aus bei ihm. Aber ich glaube nicht, dass das viel bringen wird. Na gut, dann machen wir noch Tempo für DK einfach mal. Und Panzer kann Seelan wahrscheinlich ganz gut gebrauchen. Da ist er wieder, der Multiknecht. Wie geht, Alter?
Okay. Ja, das sieht jetzt an, als so berauschend viel ab. Das habe ich mir schon gedacht. Tempo auf DK ist schon mal ganz gut. Und Panzer kriegt nur Seelan ab, damit sie einfach mal ein bisschen mehr geschützt ist. Okay, dann drauf. Wir probieren jetzt einfach mal alle Zauber aus. Wir probieren mal, ob Aquata bei ihm funktioniert. Ach, der Scheiß schon wieder. Gordo macht wahrscheinlich irgendwie lang mit. Wow, Alter. Aber vorher noch der Multiknecht mit der Klaue erschlagen. Alter. Okay, Aquata bringt einigermaßen was. Wir probieren andere Zauber aus. Wir probieren Tornado aus und wir probieren... was können wir noch ausprobieren? Blutball könnte man noch ausprobieren. Alter, er wieder und seine Multiknechte, der hat's echt mit den Freaks. Okay, Tornado. Schauen wir mal. Ja, Tornado macht was her. Und Blutball. Okay, unverkehrt. Gut, dann würde ich sagen mit Tornado auf Idura. Und der hat irgendwie Knars. So nebenbei mal, Idura besitzt keine Nase. Ja, so ist recht, Gordo, als auf dem Multiknecht. Ist das so widerlich? Na gut. Ja, das zieht schon ordentlich was ab. Gucke, was Seelando macht. Ja. Das hat auf jeden Fall mal Idura gekillt. Und der Multiknecht lebt noch. Er wollte wahrscheinlich sein Herr heilen, aber das hat noch nicht so gut geklappt. Alle drauf, dann machen wir jetzt alle. Der kämpft ja ganz zum Schluss erst in der Runde. Jo, das war's dann. Seelan kriegt der Level, DKA noch, perfekt. Und weg ist er wieder. Der kann ja ganz schön flitzen, das war ja rekordverdächtig. Vielen Dank. Ich hab das nur geschafft, weil ihr an mich geglaubt habt. Anna! Karim. Geht's dir gut, Anna? Ja, ich fühle mich klasse. Ich hab gewusst, du kommst, Karim. Natürlich, und jetzt zurück. Emily! Ich hab so Angst gehabt. Jetzt bist du in Sicherheit. Keine! Ich hab ständig an dich denken müssen. Es ging mir genauso und jetzt wieder zurück ins Dorf. Danke, DK, weil du mich gerettet hast, möchte ich dich heiraten. Wirklich? Aber... Lolo! Ivan! Ich hab mir so Sorgen um dich gemacht. Lolo, geht's dir gut? Ja. Der Ballet, DK. Ich hab vergessen, dass ich bereits mit Ivan verlobt bin. Tschüss. Okay. Krieger brauchen Gefraue, mein Schwert ist mein Braut. Lassen wir mal verweil, das leid. Lassen wir mal verweil, alle, aber Maxim, ich weiß, es geht darum, was Iduramo wieder gebabbelt hat, ne? Wiederbelebung von Gades und Zwerg der vier Höllefürste, oder? Als wir mit Gades im Westturm von Gordovan gekämpft haben, hat er sich selber einen Höllefürst genannt. Du denkst also, es gibt noch 3 weitere Höllefürste wie Gades? Ich weiß es nicht, aber Idura hat ja gesagt, dass die Leute bald die 4 Höllefürste kennen, ne? Also wenn zählen kannst, Dummkopf. Und wir werden sie auch kennenlernen. Ja. Egal ob Höllefürst oder nur ein Blob, ich kann alle schlagen, ich bin unbesiegbar. Ja, schon gut. Jetzt lass uns erstmal noch Narcissus zurückkehren. Allerhaupt sehe ich, ach so, wir gucken uns erstmal hier um. Hier wird anscheinend kräftig geopfert hier in der Gegend. Es ist aber echt geil, diese Vorstellung, an der Spitze von so einem Turm und hier so ein Ritual dann abhalte. Das wäre bestimmt ziemlich cool. Wäre fürs Lab ziemlich geil. Apropos, das ist ja alles noch aufgenommen vor dem Drachefest. Das heißt, über das Drachefest kann ich euch auch erst in der nächsten Episode berichten, weil die Episode ist die letzte, die ich heute noch aufnehme. Da habe ich nämlich auch im Voraus wieder fast Drachefest aufgenommen.
wenn ich daheim bin, dass ich nicht sofort wieder aufnehmen muss. So. Ja, geil, weil wir die Frau gerettet hätten, dürfen wir umsonst übernachten. Das finde ich mal ein Service. Und da wir hier in dem Opferturm uns nicht aufpumpen konnten, müssen wir das halt so machen, ne? Du kannst helfen, indem du erstmal hier speicherst. Genau. So. Dann gehen wir weiter hier. Nachholblock. Wohin jetzt? Ah nee, Quatsch, nirgendwo hin natürlich. Nee, wir wollen hier bleiben. Wir müssen hier über den Landweg weiter. So war das. So, also weiter. Ja, ich bin schon so sehr an Schiff gewohnt, wie es aussieht. Ich bin nämlich so der Typ, der über Land reist. So, dann müssen wir nämlich hier entlang. Da geht es nämlich weiter zum nächsten Kaff. Aber erstmal hier die Flora Mister noch abmurksen. So, nochmal von vorne. Nee. Jesus, Leute. So und so. Alter. Gordo mal wieder, da muss man wieder total übertreiben. So. Dann der letzte noch und das war's. Perfekt. Die Nadel und vergeil noch ein Level. Und da ist schon das nächste Kaff wieder. Kumarbi. Ich wurde vor ein paar Tagen beim Tempel im Norden gesehen. Es war ein tolles Spektakel, fast wie zu Silvester. Und du aber? Tempel war noch nie bewohnt, durch ein Auftauchen vom nicht lebenden Monster. So. Gehen wir mal in den Shop. Ja, ich rufe dir schon, wenn ich was finde. Hier ist erstmal nichts Interessantes drin. Klingenroute, hat sogar Zornesattacke. Hier fliegende Gegner vor allem. Ja, das können wir jetzt mal Seelan mal gönnen. Multischwert ist jetzt nicht gerade so toll. Immer noch nicht so das Dollste. Wobei der Metallpanzer für DK schon ziemlich gut ist. Riesenturban, na endlich. So. Felshelm. Nee, lassen wir mal sein. Langschild, Silberschild. Und dann gucken wir nochmal, was Gordo zu futtern haben will. Wunderring will er haben. So, erstmal kriegst du Kampfdegen. Kriegst einen Stäbpanzer, den du willst. Und das, ach, okay. Folgendes. Er wollte mal einen Riesenturban haben. Das würde ich ihm ganz gern besorgen, das Ding. Und dann schauen wir mal. So, weiter runter. Ja, natürlich. Jetzt will er einen Felshelm. Dann dürften wir hier auch im Sortiment haben. Jo. Felshelm für DK. Kriegst aber erst mal wieder den Sturzhelm aufgesetzt, weil du so ein Dappschädel bist, brauchst du einen Sturzhelm. So. Na, bitte. Riesenschild ist, glaube ich, auch hier im Sortiment. Wenn ich ihn hochpowern kann, wäre optimal. Riesenschild? Nee, Silberschild. Schade. Okay. Wäre ja auch was gewesen jetzt. Hotel hatten wir schon. Ich will auch mal zum Tempel in der Norde, da ist bestimmt etwas los. Ja, mehr als willst wahrscheinlich. Ob im Tempel jetzt wirklich ein Überwesen lebt? Das höre ich aber nicht so gern. Und was gibt's denn hier noch? Warum soll der Überwesen sich gerade in den Tempel hier ausgesucht haben? Naja. Vor ein paar Tagen habe ich ein merkwürdiges Paar zum Nordtempel aufgesehen. Gleich danach kam das mysteriöse Licht. Ja, so Wesen suchen sich als all die merkwürdigste Gebäude aus. Ich wollte zum Tempel, aber da hat so viele Monster dabei. So. Ja, enorm gute Zauber habt ihr. Alles klar. Blitz. Dann nehmen wir mal für Seelan. Glutball kann sonst niemand. Aquata, Tornado stärker. Fokus. Ach, das ist das. Bei schwachen Gegnern, die können doch verschwinden. Ist aber eigentlich Quatsch. Zieht den Gegnern MP ab. Ist gut. Das kann Seelan mal lernen. Weck dich in deine Freunde wieder auf. Ja, komm, machen wir mal für beide. Und das war's dann auch, ja. Okay. Dann sind wir soweit eigentlich ganz gut durch. Haben uns hier auch wieder schön aufgepumpt. Und ich würde sagen, ihr liebe Leute, wir sehen uns dann übermorgen wieder zur Let's Play Lufia auf Pelzig. Und dann kann ich euch auch mal ein bisschen was über das Drachefest erzählen. Weil dann bin ich auch wirklich zurück.
Also machen's gut, ihr liebe Leute. Und bis übermorgen dann wieder hier in Kumabis oder wie es Dörfchen heißt. Ayan Yankee.